Energiewende, große Aufgabe für die Zukunft, für die nächsten Jahre, muss gelingen. Mindestlohn, flächendeckend denke ich, durch den Staat nicht notwendig, ist Sache der Tarifparteien. Der Staat hat hier die Aufgabe, ja, motivierend, so jetzt einmal einzugehen. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns die nächsten Jahre auch noch beschäftigen. Ist aber die Bundesregierung, denke ich, auf einem guten Kurs. Die betroffenen Länder werden da harte Zeiten noch vor sich haben, aber anders wird das Problem nicht zu lösen sein. Ja, ein sehr kompliziertes Thema in der heutigen Zeit mit der ganzen Technologie. Die Länder müssen sich unterhalten, weltweit. Also sehr schwierig zu lösen wahrscheinlich. Tja, was soll man da sagen? SPD, auf Bundesebene gute Oppositionspartei. Trotz Masterplan, der jetzt ja eingeschlagen worden ist, glaube ich allerdings, dass es trotzdem ein Dauerthema wird auch für den Landkreis, weil sich halt einfach die Finanzierung immer wieder wahrscheinlich schwierig darstellen wird. Muss im Bayerischen Wald mehr Geld, insbesondere für den Straßenbau, zur Verfügung gestellt werden. Internet, die Weichen sind gestellt mit dem Förderprogramm. Der Ball liegt jetzt in erster Linie bei den Kommunen. Diese ist doch durchaus komplizierte Verfahren zu durchlaufen. Aber es gibt Gemeinden, die sind so gut drauf und ja, wie gesagt, der Ball liegt jetzt bei den Gemeinden. Ja, für unsere Region aus touristischer Sicht und wirtschaftlicher Sicht eine Marke, eine gute Marke, wo wir jetzt da dabei sind, uns neu aufzustellen, die Gemeinden, die Nationalparkgemeinden, und ein Wirtschaftsfaktor für den Bayerischen Wald. Technologie-Campi, Landkreis Freyung-Grafenau, einziger Landkreis in Bayern mit 3 Campis. Denke eine Einrichtung für die Zukunft mit qualifizierten Arbeitsplätzen, wo wir allerdings uns darum kümmern müssen, eine Grundausstattung, eine finanzielle Grundausstattung zu erreichen, die nicht mehr die Kommune tragen müssen oder nicht mehr allein die Kommune tragen müssen.